Man dann so schön dekoriert. Meistens dekoriert man ihn mit Kugeln oder farbigen Girlanden, meistens rot oder gold. Und sehr oft kommt an die Spitze von dem Christbaum noch ein schöner Stern oder Ähnliches, so dass er am Schluss schön weihnachtlich aussieht. Aber auch sonst gibt es noch andere Dekorationen, die man gerne hat. Zum Beispiel sind Lichter außerhalb der Fenster sehr beliebt, so dass auch in dieser dunklen Jahreszeit man ein bisschen schöne Lichter hat, die einem ein bisschen fröhlicher machen. Dann auch noch etwas sehr Wichtiges, was man macht in der Weihnachtszeit, ist das berühmte Guetzle. Also das traditionelle Backen von Guetzli. Da gibt es ganz viele verschiedene traditionelle Weihnachtsguetzli. Wenn ihr schon mal jetzt in dieser Zeit in der Migros oder im Coop rumgelaufen sind, habt ihr sicher schon Teig gesehen für Zimtsterne oder Mailänderli oder Spitzbuben und Brunsli. Das sind sicher die wichtigsten traditionellen Guetzli. Ich glaube, meine Lieblingsguetzli sind die Mailänderli, weil sie natürlich sehr fein sind, aber gleichzeitig nicht zu süß, finde ich, sondern sie sind noch schön fein. Sie sind ein bisschen dezenter als andere Guetzli. Darum habe ich Mailänderli sehr, sehr gern. Ja, und wenn alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, kommt der grosse Tag, Weihnachten. Und Weihnachten feiert wir in der Schweiz vor allem am 24. Dezember, also eigentlich an Heiligabend. Es gibt ja viele Länder, wo das nicht so ist. Zum Beispiel in Australien feiert man vor allem am 25. Dezember, also am ersten Weihnachtstag, wie man da auch sagt. Aber in der Schweiz ist der Heiligabend sicher wichtiger, weil dann kommt man mit der Familie zusammen und dann gibt es immer ein sehr gutes Essen und ja, man hat einfach einen gemütlichen Abend und man packt dann Geschenke aus, die einem die anderen Familienmitglieder geschenkt haben und so weiter. Aber als Kind natürlich sagt man nicht, dass die Geschenke von der Familie kommen, sondern sie kommen vom Christkind. Das ist aber nicht in allen Kantonen so. Also im Kanton Nidwalden zum Beispiel haben wir ein Christkind. Also der Samichlaus, der kommt wirklich nur am 6. Dezember, aber die Geschenke werden an Heiligabend eben von dem Christkind gegeben. Das ist eigentlich so wie eine Art der Geist von der Weihnachten. Also an Weihnachten selber hat der Samichlaus bei uns eigentlich nicht viel zu tun. Ich kenne aber auch Familien, vor allem da in Zürich, die sagen, dass auch an Heiligabend bei ihnen der Samichlaus kommt. Also ich glaube, es gibt da ein bisschen kantonale Unterschiede, ob an Weihnachten der Samichlaus oder das Christkind kommt. Ja, am 24. ist also
sicher der wichtigste Abend für uns. Dann am 25., also der erste Weihnachtstag, wie ich gesagt habe, ist für viele eigentlich nichts mehr so Spezielles. Das ist dann einfach ein Viertag, also alle Läden haben zu, man schafft nicht und so weiter. Was es aber für einige Familien gibt, ist, dass man dann mit der grossen Familie zusammenkommt. Also auch mit allen Onkeln, Tanten, Großmütter, Großväter. Das findet sehr oft am 25. statt. Und so definitiv auch bei unserer Familie. Ich komme nämlich aus einer sehr grossen Familie, aber am 24. sind wir nur mit der kleinen Familie, also Vater und Mutter und Geschwister. Aber am 25. haben wir dann sehr oft ein Fest mit der grossen Familie. Also dann sind wir ungefähr 50 Leute. Vielleicht nicht immer ganz 50, aber sehr oft schon. Also läuft immer sehr viel bei uns. Also ich freue mich auf jeden Fall auf Weihnachten. Ich habe auch schon fast alle Geschenke parat. Zum Glück bin ich dieses Jahr nicht so fest im Stress. Ich hoffe, ihr auch nicht. Ich hoffe, ihr seid auch schon gut vorbereitet. Und ja, ich kann wirklich nichts mehr machen, als die sinnliche Zeit auf mich zukommen lassen und das gute Essen zu geniessen und einfach zu feiern. Ich hoffe, euch geht es genauso. Und ich hoffe, ihr könnt auch jetzt in der schwierigen Corona-Zeit, wo es vielleicht nicht so einfach ist, um alle Familienmitglieder zu sehen, dass ihr trotzdem eine schöne Weihnachtszeit habt. Und ja, ich wünsche euch allen ein frohes Fest und bis zum nächsten Mal.